Ich will dann aufhängen, ich mal herzlich merci zu sagen am Namen von der Link, da da so zahlreich Heiner kommen sieht. Und vielleicht sind noch ein paar Leute, die stehen vielleicht noch am Stau, das ist nicht so evident. Es gibt noch ein paar Leute, die als Trade machen, sich selber mehr auch ihre Organisation zu repräsentieren. Und ich werde sie natürlich auch annehmen. Wir haben heute Jean-Claude Reding, der Präsident von der Salariatskammer, den Hayas, Patrice Bies von der Linke aus dem Saarland, der Nico Hoffmann vom Konsumentenschutz, so lieber Konsumentenschutz, weil sonst das UCL oder ULC und dann ist es nicht froh, und dann ist es besser so. Der Steve Heiliger und der Camille Weidert, auch von der CGFP, der Jean-Marie Drobis vom PCF Moselle, den Alain Zon vom PCF Thionville. Und sie wollten uns auch mitteilen, dass den Jacques Maréchal vom Komitee National vom PCF sich entschuldigt, kann nicht teil sein. Und auch den Yannick Jacques, den Präsident vom öffentlichen Dienst vom Landesverband, den Vassilis Klias, den Syriza repräsentiert, dann den nominiert nach ganz kurz wird, ob die Situation auch in Griechenland angehen. Ich werde da doch selber noch machen. Der Christoph Bartz vom Zentralkomitee von der KPL, und auch der Jean-Claude Thümmel, Generalsekretär vom Landesverband. Ich versuche mal jeden abzuschreiben, den ich gesehen habe. Ich entschuldige mich dann auch direkt bei all denen, die ich vergesse hat. Ah ja. Voilà. Liebe Kameraden und Kameraden, liebe Freunde, liebe Vertreter von der Presse, es gehört dazu, den Menschen rundherum sich das Beste für das ungehende Jahr zu wünschen. Und das ist auch das, was ich heute den Abend der Kameraden und Freunde hier am Saal am Namen von der Link will ausdrücken. Ich will auch speziell als Wunsch und all die richten, die sich am Alltag dafür einsetzen, dass als Gesellschaft solidarisch funktioniert und die sich dafür einsetzen, zu Lützeburg wie auf der ganzen Welt, dass die Menschheit weiter in Richtung Fortschritt und Selbstbestimmung geht. So ein neuer Ausspruch als aus sich echt ein komisches Exerzice, weil aus sich müssen sich das alles alltag am ganzen Jahr wünschen. Weil ein Jahr schlussendlich existiert nicht außer am Wohlholen von den Leuten. Wir schreiben das Jahr 2015. Die Chinesen die sind noch am Jahr 4712, das ändert gleich. Die Juden sind am Jahr 5775, die Muslimen am Jahr 1436 und Berber, die durchaus sowohl als Muslimen, Juden, Christen oder auch natürlich Atheisten können bestehen, sind diese Menschen am Jahr 2965 hergekommen. Zeit ist also eine Frage von Standpunkt. An den Kalender, das ist eine Frage von Murcht. 2015 hat sich weltweit mehr oder weniger durchgesetzt. Mit jenem Standpunkt oder Gegend hat die Geschichte von der Menschheit mit frei oder mit spät angefangen. Der Kampf für Fortschritt und Emanzipation ist ein Kampf, den überall gefordert wird. Daran gleichen sich die Menschen, auch wenn sie andere Sprachen, andere Religionen und andere Zeitrechnungen haben. Kein ist das Zentrum der Welt. Das dürfen wir Europäer nie vergessen. Ich will hoffen, dass man nicht an den Zeitalter ranrutschen, die sich durch wissenden Armut, Rückständigkeit oder Krieg auszeichnet. Die Wohlergehen von den Menschen hierheim hängt zusammen mit dem Wohlergehen von den Menschen weltweit. Der Morden von unschuldigen oder für eine bessere Gesellschaft kämpfenden Menschen, den all da auf der Welt zuschlägt, sie wird am Afghanistan, am Syrien, am Nigeria oder auch am Honduras, was immer vergisst wird, wird letzte Woche auch die Hauptstadt von Frankreich getroffen. 12 Menschen, die für Charlie Hebdo gezeichnet, geschrieben, korrigiert oder ein Entretien gemacht haben, sind kaltblütig erschossen. Die Enquete wird in einem Keier hoffen wir präzise Auskunft über den Mord geben. Aber eine Sache ist sicher, dass Menschen sind Opfer von der weltweit wissenden Unordnung, vom Abknallen von diversen Mordinteressen. Sie haben sich gegen eine Gesellschaftsordnung angesetzt, die von der herrschenden Kaste hier in Europa, von den Multien, von den Finanzmärkten, von der EU-Kommission, von den 28 EU-Regierungen mit der Peitsch durchgesetzt wird. Die schönste Cadeau, die wir hier machen können, ist weiter kämpfen, gerade auch gegen die, die schon aufhängen, sie zu rekuperieren. Es kann sein,
dat de gleiche neue politischen Akt an der EU geschrieben wird. Der 25. Januar werden Griechen hier Wuli, also hier Parlament, neu wählen. Wenn in der Sondage Glaube schenkt, geseidet Dono aus, dass als Kameraden von Syriza mit einem Resultat durch 32 à 36% rechnen können. Partikularität vom griechischen Wahlmodus, den sich nicht demokratisch ist, aber so wollten, dass der PASOK an der Demokratie gesagt wird, dass die löscht, die meiste Stimme kriegt, automatisch einen Bonus von 50 Sitz kriegt. Bei einem Total von 300 Sitz kann das eine absolute Majorität feiern. Aber auch ohne absolute Majorität müsste Syriza mit einem kleinen Koalitionspartner regieren können. Das aber noch nicht geschieht. Wir müssen bis der Wahlabend warten. Wenn uns Hoffnung, dass Syriza die Regierung stellen kann, sich aber erfüllt, da fängt der Kampf recht an. Den Ausspruch, den Syriza erhebt, ist nicht nur eine mehr soziale Verwaltung von liberalen, wo auch kapitalistische Verhältnisse. Gewisse Stimmen machen Angst für Syriza, nennen sie Linkspopulisten, machen die Leute Angst und ignorieren dabei, wie Griechenland unter Ruin, unter Rand vom Ruin getrieben wird. Und das war nicht Syriza. Es gibt aber auch andere Stimmen, die beschwichtigen, die so, mach dir keine Sorgen, Syriza, das sie braver, die werden just ein bisschen mehr sozial korrigieren. Ich weiß nicht, ob das Stimmen gut gemeint sind. Ich meine, die entdecken Syriza gerade recht de lo, aber sie leiden auf der Plaque. Die Zeiten, wo just ein bisschen korrigiert wird, müssen Vergangenheit sein. Das ist ein europaweite Projekt, und ihr wisst ja alle, dass Syriza auch, genauso wie wir Member ist von der Europäischen Linkspartei, und dass regelmäßig auch an der Exekutive von der LP darüber diskutiert wird. Also es gibt eine europäische Demarche und kein rein griechisch. Der Succès von Syriza beweist, dass es möglich ist, dass es politisch drohbar ist, einen politischen und ökonomischen Bruch anzulegen. Finanzmärkte müssen etwas verstehen. Die Schuld wird so oder so niemals begleicht gehen. Niemals. Das schon nicht mehr, weil es unmöglich ist, die Schuld zu begleichen. Weil was bedeutet die Schuld? Woher kommt die Schuld? Wie wird nicht regelmäßig rappeliert, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank einem Staat kein Geld lehnen kann? Was möchte der Staat? Er muss bei Privatbanken sich verschulden. Das Privatbanken, die kriegen Geld von der Zentralbank, also Eistgeld. Das Geld geht weiter an den Staat. Aber Business is Business, mit einem soliden Zinssatz. An den Zinssatz, der klimmt en Funktion von der Not, die Ratingsagenturen liefern. Weil die kennt ja die neue helle Streifaltigkeit, den AAA oder B oder C. Es wird aber auch immer vergessen zu sagen, dass das Agenturen die Banken selber gehören. Also wenn es nicht degradiert wird, weil der Staat seine Sozialhilfen zum Beispiel nicht genug aufgebaut hat, weil ihnen der Mindestlohn zu hoch ist, weil nicht genug privatisiert wird, dann wird nicht degradiert. Und der Zinssatz geht an die Luft. Und das muss der Staat da begleichen. Und dahin geht Geld von der sogenannten Hilfspack hin am Bezahlen von den Zinsen. Nicht zu vergessen, das Hilfspack, wie sie genannt gehen, die Konditionen, die kriegt der Staat, zum Beispiel dann an dem Fall Griechenland, just wenn sie ihren Sozialstaat weiter aufbauen, für nicht so ganz futti machen. Das Resultat, die Leute nach Männer. Und da kommt Privatschuld, die von den Leuten, von den kleinen und Mittelbetrieben, wenn sie auch nach Geld kriegen von einer Privatbank, dann Business is Business, mit einem soliden Zinssatz. Das Hilfspack fördert Banken, und lassen die Leute aushängen. Dafür muss den Leuten auch heute zu Lützeburg klar gemacht gehen. Bei dieser Suchen kriegen nicht Griechen geholfen, mit Banken, und die machen Griechen Futti, machen Spanier Futti, machen Portugiesen Futti, machen Italiener Futti, machen Belg Futti, also ich schon angefangen und darüber komme ich nach zurück, machen Lützeburger Futti. Weil sich für Syriza bedeutet aber den Anfang von der europäischen Resistenz gegen die Diktatur von den Finanzmärkten. Dafür ist es wichtig, dass alle fortschrittliche Kräfte, nicht nur in Griechenland, sondern auch in ganz Europa und auch heute zu Lützeburg, das Regierung, wann sie zustande kommt, an ihrem Willen zum Bruch mit diesem System zu unterstützen. Das gilt doch, und das ist ganz klar, das gilt auch für als sozialistisch und sozialdemokratisch Kollegen. Wenn ihr links seid, Kollegen, wenn ihr auf der Seite vom Volk seid, dann muss ihr euch darüber freuen, dass Syriza die Steuer umdrehen kann. Freut euch darüber, dass das Volk souverän kann gehen am Platz der Frick. Ihr dürft keine Angst tun. Freut sich, ob ihr es nicht mit sind, vielleicht Wasserträger von der Finanzmärkte zu spielen. Sie dir also auch nicht mit permanent zurecht für geworfen zu kriegen, die wird nicht mehr auf der Seite von den normalen Leuten. Aber ihr könnt es gut machen, das nicht zu spät.
A Griechenland steht vieles Spiel, nicht just das blankt materiell Überleben von den Menschen. Wir wissen an Europa zu viel gut, und die Geschichte hat das schon bewiesen, dass Faschisten der letzte Rekurs sind, für die Interessen vom Großkapital zu verteidigen. Aber sie sind nicht so brav wie mir. Sie brauchen nicht unbedingt Wahlen, für zu regieren. Für dann einem Satz zu sagen, Syriza unterstützen, das ist auch Antifaschismus. Rosa Luxemburg hat es anders das formuliert, Sozialismus oder Barbarei, wir sind leider so weit. Denn Herr Juncker, der wollte bekannten Gesicht unterstützt vom griechischen Staat tun. Mit das Gesicht war der Griechen anscheinend ein bisschen zu viel bekannt. All die bekannten Gesichter von der europäischen Nomenklatura, die will kein Mensch mehr gesehen. Sein griechischer Kollege, der Nachpremier Samaras, dem sein Gesicht aus den Griechen auch bekannt. Dafür kann ein Dummer da rechnen, dass der 25. Januar eine Pension geschickt wird. Der Premier von Spanien, der Mariano Rajoy, dem sein Gesicht aus den Spanier auch bekannt. Dafür wird hier noch mit großer Wahrscheinlichkeit das Jahr von den Spanier eine Pension geschickt gehen. Ich habe viel von Griechenland geschwärzt, weil das wichtig ist, darüber aufmerksam zu machen, dass das Land von den Hellenen nicht das einzige ist, was nur drin ist, den Bruch mit der aktuellen Logik durchzuführen. Spanien revoltiert gegen die allbekannten, korrupten Gesichter, die das Land der Finanzmärkte opfert. Lassen wir hoffen, dass Spanier bei den Wahlen des Jahres den reaktionären Kräften eine ungemossene Antwort geben. Als Kameraden von Izquierda Unida kruten einen neuen Partner in ihrem Kampf. Aus den Manifestationen von der Puerta del Sol ist eine neue Partei entstanden, Podemos. Izquierda Unida kennen wir gut, dass Bewegung gilt zu den Pionieren an der europäischen Linke am Versuch, ein neues linken, heterogenes Subjekt zu gründen, wie sie das formulieren. Podemos kennen wir noch gut. Das Bewegung sprengt die traditionelle Approche von linker Politik, sowohl an der Symbolik wie auch an der Rhetorik, an teilweise auch an der Organisationsform. Podemos entspringt den Manifestationen von der Puerta del Sol. Viele von ihren Kadren haben Erfahrungen in Lateinamerika gesammelt, unter anderem als Berater von linken Regierungen. Es soll nicht unbedingt Experimente aus dem Ausland kopieren, weil all Land seine Geschichte hat, seine eigenen Referenzen, positiver oder negativer, seine eigene Art und Weise. Aber trotzdem soll ihn immer mit Sorgfalt das verfolgen, was Kameraden an anderen Ländern versichern. Weil Linkbewegungen in Europa im aktuellen Kontext das fertig bringen, Millionen Leute zu vereinen, dann ist das nicht anekdotisch. Da gehen wir Nerv getroffen. Dafür werden wir mit Spannung dieses Jahr auch auf Spanien gucken. Nur Griechenland kennt Spanien von den großen EU-Ländern den zweiten und noch größeren Hoffnungsschimmer durchstellen. Aber wir dürfen auch nicht den mehr nördlichen Hoffnungsschimmer an Irland vergessen, wo zurzeit das Kameraden vom Sinn Féin an den Sondagen nur es 4 haben. Aber wenn wir schon an der Gegend sind, wollten wir auch nach unseren Freunden vom Scottish Socialist Party felicitieren für ihren Ansatz für ein selbstbestimmt, demokratisch und soziales Schottland. Wir gesinnet, der Willen nur Selbstbestimmung, nur mehr Demokratie und nur sozialer Gerechtigkeit geht von Tag zu Tag mehr groß an Europa. Und die linken Kräfte drohen diese Willen. Wenn es bis so weit ist, da wird es auch mehr schwer gehen, für all die Millionen Gelder mit legalisiertem Banditismus in Form von Steuerhinterziehungen an Millionen, ja Milliarden betreiben. Weil das ist auch ein Aspekt von der Europäischen Union. Wir driften immer mehr in einer Gesellschaft, wo die haben, alles behalten, also dabei kriegen, und die wenig oder ein bisschen haben, für die Allgemeinheit abkommen müssen. Wir dirigieren uns immer mehr Richtung Ancien Regime, wo die Noblesse von der Steuern befreit war, aber nicht der Bauer oder den Händler. Das hat schlussendlich zu einer Revolution geführt. Steuerhinterziehung ist ein europäisches, also ein weltweites Problem. Aber es ist auch ein Lützeburger Problem. Ich meine, dass wir als Link mit Stolz behaupten können, dass wir die einzige Chambersfraktion sind, die den Courage hat, an das Problem offensiv umzugehen, also sogar die mehr spezifische Frage von den Rulings nach 4 LuxLeaks umzugehen. Ich so Courage, weil entgegen dem wird vieler Mengen, also es mehr Mut, das System zu verteidigen, no Motto von der sakrosankter patriotischer Allianz, die auf Weg geht, kein Gas. Mir entgegen dem wird vieler Mengen sind Rulings an einer Steuerhinterziehungsnischen auch Gift für Lützeburg. Es gibt keinen Lützeburger Finanzplatz. Es gibt einen Finanzplatz zu Lützeburg. Eine steuerlich paradiesische Insel, nicht für den normalen Bürger, den normalen Salarié, den normalen Indépendant, den normalen Commerçant, aber eine paradiesische Steuerinsel für den Big Business.
Die Verteidiger von dem System heute zu Lützeburg argumentieren no Motto, dass es so nicht weltweit gibt. Am Kapitalismus muss Kapital aber immer neue Möglichkeiten für Profitmaximierung finden. Und nachdem am 19. Jahrhundert die Interessen von Industrie und Finanzkapital zusammengeschmolzen sind und durch die Produktion Preise an so Profitmargen aufgegangen sind, als noch neue Möglichkeiten gesicht gehen, für die Produktion abzufangen. So hat der vom modernen Kolonialismus angefangen. Großbetriebe, für nicht so global oder kontinental Betriebe, brauchen Territorien, die ihnen nicht ermöglichen, sich weiterhin zu bereichern. Es kann dann so weit gehen, dass sogar Großbetriebe direkt an der Politik von einem Land mitmischen, für nicht so eine Politik bestimmen, ob man an den fundamentalen Fragen wie die Wirtschafts-, Steuer- oder Sozialpolitik. Am frühen 20. Jahrhundert hat die United Fruits Company zum Beispiel politische Agenda an zentralamerikanische Länder wie den Honduras oder der Guatemala bestimmt. Für die Interesse von der Bananenindustrie, die Richtung USA exportiert hat, gouf dann auch nicht für Militärdiktaturen geschreckt. Doch hier kennt ihr ja auch den Ausdruck Bananenrepublik. Bon, wir sind keine Bananenrepublik. Wir sind wieder eine Republik, auch wenn wir das fordern, nach sind wir extra bekannt für unsere Bananenproduktion. Wir waren hört, dass der Vizepremier Etienne Schneider der BBL als Premier Conseiller du Gouvernement bezeichnet. Oder der Premierminister Xavier Bettel sieht, dass wenn er nicht weiter weiß, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, dass wir hier Frau, dem Alain Kinch, also der CEO von EY, ehemaligen Ernst & Young, dem können nun zu rufen, aber da versteht ihn, wie ihn heute zu Lützeburg so hat. Wir werden dafür auch demnächst auf den Akkord zwischen der Regierung und dem Patronat zurückkommen. Wir haben schon gesehen, dass soll den qualifizierten Mindestlohn gefrickelt gehen. Am Kontext mit Botsfrauen dafür kämpfen, den wir als vollständige Unterstützung mitnehmen wollen, da soll die Regierung ein Großpatronat sich auf Widerstand erstellen. Denn Gabriel Zuckmann bezeichnet Lützeburg als Kolonie von der Finanzindustrie. Das an dem Sinne exakt, wenn man den Term Kolonie versteht, als ein Territoire, den dazu denkt, Interessen zu denken, die nicht die sind von der Residentenpopulation. Am Anfang des Jahr 1000 lag der Chômage bei knapp 2% heute zu Lützeburg. Lo leiten bei 7,4 oder mehr, je nach Rechnungsmethode, also auf jeden Fall an der europäischen Moyenne. Der Mindestlohn leidet zwar nominal mehr hoch wie bei unseren europäischen Ländern, mehr als real mehr tief. Ja, leidet unter der Armutsgrenze. Das hat mit den hohen Lebenskosten heute in Lützeburg zu tun, worin die Logementskosten nicht die niedrigsten sind. Wie viele Lützebäuer haben sich in den letzten Jahren gezwungen gesehen, Land zu verlassen, für auf die andere Seite von der Grenze eine abordable Wohnung zu finden? Einerseits verhindert der Fiskaldumping den Stohe von Arbeitsplätzen die andere Seite von der Grenze, mischt Belg, Deutscher und Franzosen zu Frontalien. Andererseits möchte Sozialdumping heute Lützebäuer zu sozusagen umgedrehten Frontalien. Wir sind so weit gekommen, dass sogar ein Staatsfunktionär in der Karriere moyenne nach Schluss mit Ach und Krach eine Bankenpräferierung Wohnung kriegen kann. Aber wie kann es sein, dass der global als zweite Jungen mit einem Kurzzeitvertrag über die Runde kommen kann? Ich will nur nicht, ob alle Einzelwurzeln sozial Ungerechtigkeit angehen, wir kennen sie. Aber jetzt sollen sich vorstellen, wo all die Milliarden hingehen von der Finanzplatz, auch von den Multien, weil Lützeburg mal nicht mehr kapabel ist, Grundbedürfnisse von einem wurzelnden Teil von seiner Population zu erfüllen. Die selbst, die Trollings oder andere Nische verteidigen, die bis an den Staatsapparat ran Gesetzestexte vorbereden, wir wissen das. Das sind dieselben, die dem normalen Bürger vorwerfen, über seine Verhältnisse zu leben. Das sind dieselben, die von Moyes bis Oves von einer Staatsschuld schwätzen, von der sie selber in Wirklichkeit, wie wir vorhin gesehen haben, profitieren. Lützeburg ist wohl, glücklicherweise, noch nicht an derselben Situation wie Griechenland. Mit derselben Logik wird hier angewandt. Der 5. Spurpark, den die Regierung Zukunftspark nennt, als eine Soft-Variante, von dem so will, so ein Vergleich mit Griechenland, eine der Lützeburger Verhältnisse entsprechend Variante von der Umverteilung von innen und oben. Steuern auf hohe Revenuen oder auf Kapital, wie ihr Gift für die Wirtschaft seht, Herr Büttel.
weil da war Gift für die Wirtschaft das nicht denen zu holen, die sowieso zu viel haben, für es können überhaupt auszugehen, weil denen zu holen, die bald alles ausgehen, was sie verdienen. Weil nur soll es Kaufkraft schmilzt, geht, da den noch mies auf Croissance, Décroissance angehen, noch bei diesem Konsummodell angehen, aber das will ich heute nicht machen. Wenn Kaufkraft also wegschmilzt, los, durch eine neue Steuer von 0,5% durch eine Erhöhung von der TVA, durch das Verschwinden von der Ränger oder anderer Hilfe, stagnierend Lehn bei wissenden Profiter, ja, da kauft der normale Bürger seinen Schunglever an einer Billigkette für 30 € am Platz an einem Qualitätsbetrieb, den notgedrungen 50% mit teuer ist. Lützeburg ist noch nicht an einer Schuldenkrise mit dem Sätze von dem Spurpack, auch von weiteren Mesuren, die uns noch nicht bekannt sind, wird die Schuldenkrise verschärfen. Die Regierung hat diesen Teufelskreis angekurbelt. Glücklicherweise haben die Gewerkschaften durch ihre Mobilisierung das Schlimmste können verhindern. Wir wollten noch den UGBL felicitieren für seine ganz gut gelungene Broschüre, die in all Haushalt geschickt wurde, weil du die gesehen, bei so einer Regierung geht es teilst du nicht mehr durch, das mitzudelen, was sie wollen, hat, auch schon kriegt Angst. Aber wir sind uns alle bewusst, dass es nicht bei dieser Attacke wird bleiben. Und Salarié sollen wissen, dass die Linke immer auf ihrer Seite an die von ihren Organisationen kämpfen werden. Dann die Sozialpolitik von der Koalition, der war nicht zu vergessen gehen, dass CSV, wie ihr Wolle vom Schafspelz, trop lauert für den Staat, den das Partei als eine eigene Proprietät angesagt, so schnell wie möglich überholen will. Auch vom DP-LSAP gering am Sinn von der Finanzoligarchie handelt. Und zwar bei einer open und unkomplexiert Weise, hat CSV über die Jahrzehnte sonst nicht gemacht. An der Lo, wo an der paar Monate Referendum aufgehalten wird, instrumentalisiert CSV das Referendum für ihre eigenen Zwecke. Wir haben als eigene Vorschläge gemacht, wir schaffen sogar, also wir haben Angst für gar nichts, wir schaffen sogar an einer eigenen Verfassungspropos. Wir müssen etwas präsentieren, wenn CSV das nicht hinkriegt. Wir hätten gerne gehabt, dass die Bevölkerung nach einer Frage über Referendum gestaltet hat, zum Beispiel über die Monarchie oder den sozialen und ökologischen Charakter vom Staat. Das wollten die anderen Parteien nicht. Zu den 4 Fragen aber werden wir trotzdem 4 Mal Ja sagen, weil wir der Meinung sind, auch wenn es nicht durchgeht, dass wenn die 4 Fragen mit Ja beantwortet gehen, Demokratie zu Lützeburg wird gestärkt gehen. Das gilt zumal für die cruciale Frage für das Wahlrecht für jeden, also auch die kein Lützeburger Pass haben. Ausländerwahlrecht ist für allem auch Arbeiterwahlrecht. Ein Land, wo großen Teil von seiner Arbeiterschaft kein Wahlrecht hat, dem geht es auf Dauer nicht gut. Dafür ist es am Interesse von jedem, den zum Reichtum vom Land beiträgt, ob Lützeburger oder nicht, dass auch jeder, den hier lebt, mitbestimmen kann über die Gesetze, die hier bestimmt gehen. Wir sollen das nicht einmal ein Kind überlassen. Als Letztes noch muss ich aber, könnt ihr nicht lernen. Als Letztes wollte man noch einen kleinen Deu machen in Richtung Palästina. Wenn die Chambre beschlossen wird, Palästina anzuerkennen, dann hört das, wie ihr wisst, mit der Initiative von der Linke zu dienen. Und ich meine, darüber können wir auch stolz sein. Dafür, wenn den alles mit 2 Deputierten hinkriegt, stelle ich mal vor, wir hätten danach mehr. Sonja, merci.